Spannend ohne Ende geht's weiter hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds Master of the Cards. Ja Leute, wir sind zwar vielleicht bald schon der Meister der Karten, aber der Meister des Glücks oder so? Nee, das garantiert nicht, hey. Oh, meine Fresse, ich kann so lange Booster Packs ziehen, wie ich will, den Rotdrachen Erzunterwäldler, eines der geilsten Synchro-Drachenmons es gibt, oder auch da Obelisken-Peiniger, den kriegen wir einfach nicht aus dem Deck, also aus dem Booster Pack in unser Deck rein. So, mit dem Schuh draus, irgendwie ist da einfach alles noch ein bisschen sehr crazy. Nun ja, wie auch immer, wir wollen ja zu Surtr. Das heißt erst einmal nach links gehen, ich muss mal das ein bisschen besser hinsetzen. Ach ja, was 3 AP, stimmt, das ist der Quatsch. AP Roulette, naja. Boom, wieder weg, toll, will habe ich noch, 1+2. Da kann ich mich nie wieder hinfreuen, bis ich dort wäre. Wobei, hier kann ich mich noch erreichen. Ja, jetzt benutzen. Toll. Problem ist nur, ich habe nur eine dieser verdammten Level 2 Schlüsselkarten. Na, ganz toll wäre das nächste. Akisa, Crow. Mal Cookie. Hier war natürlich 3 Felder direkt. Da ist natürlich ein Scheibenkleister. Ah, das könnte... Nee. Klappt nicht. Das klappt nicht. Wobei 1 vielleicht auf 0. Die Frage ist, gegen wen treten wir jetzt an? Gegen Akida zuerst mal? Wir haben noch recht mit ihr offen, wa? Dunkler Garten, war schon wieder? Warum duellierst du dich? Hast du überhaupt einen triftigen Grund? Ich schon, und ich werde nicht verlieren. Los geht's, zum Duell! Eben das guckt, ey. Ja, eine Frau mit ihrem Blick, wenn Blicke töten können und so, nicht wahr? Aber egal, Leute, mal Zeit für ein neues, heftiges Duell. Ich muss sagen, es war eigentlich noch eine gute Idee, dass ich hier Master of the Cards genommen habe. Als ein, naja, seit halt Yu-Gi-Oh! Online 3 mein erstes Yu-Gi-Oh! Let's Play wieder. Denn ich habe schon wieder richtig Bock aufs Duellieren. Das heißt, auch nach diesem Spiel, auch wenn es noch vielleicht ein paar Parts dauern wird, habe ich vor, mit dem Duellieren nicht aufzuhören. Im Gegenteil, da wird fleißig weitergezockt. Es gibt noch so viele Yu-Gi-Oh! Spiele, die ich gerne mit euch Let's Playen würde. Wie zum Beispiel, habe ich auch schon öfters erwähnt, Yu-Gi-Oh! 5Ds Reverse of Arcadia oder auch die Game Boy Advance Teile Yu-Gi-Oh! Ganz kurz mal überlegen. Die heiligen Karten war das eine und das andere war ja Refresh, Zerstörer? Irgendwie so. Der ganz frische war. So, egal, wir machen weiter. Alter. Naja, nicht so übel begrümpelt synchronisieren. Oh Leute, mir fehlt einfach der Support für ihn. Also sprich, für unser Deck fehlen mir eigentlich sowieso noch 3 mystische Tomaten. 3. Jetzt mal noch ein. 3. Genau 3. 3 Riesenbazillen, dann irgendwie noch ein Sangan und dann muss ich mal gucken, was noch alles fehlt. Das zumindest mal für einen extra Speed. Hey, Alter, das ist so ein krasses Deck. Naja, muss mal gucken. Muss ich mal gucken, Cookie. Ich meine, sein Deck zu verbessern ist natürlich auch eine gute Idee, wobei ich zugeben muss, ich bin bei Yu-Gi-Oh! Bin ich ja eher so ein Duellant, der gerne mal sich ein bisschen in sein Deck, ich sage jetzt mal ein bisschen verliebt. Ja, ist vielleicht das falsche Wort und so, aber es hat schon etwas, würde ich halt gerne mal ein bisschen Sympathie entwickeln und es mir ein bisschen schade ist, ein paar Monster rauszuwerfen, um eine bessere Strategie zu haben. Versteht ihr, was ich meine? Da bin ich schon, ja, vielleicht ein bisschen zu sehr vom Anime abgekupfert und zu wenig wirklicher Trading Card Game Zocker. Aber egal. Hauptsache man hat Spaß daran, dabei, wie auch immer. Was gewesen war? Eine Rosenhexe. Oh, ach du Scheiße. Zweite Boote, ja, ist klar, okay. Die kommt gleich wegen so einem alten Freund, aber erstmal kommt hier der mystische Weltraum-Taifun. Sehr schön, dann rufe ich den finsteren Resonator. Und jetzt könnt ihr mal 2-mal raten, also von mir ist auch 3-mal, welches Synchromonster wohl jetzt rufen werde. Genau, es gibt, wobei ich noch das rufen, nö. Es gibt nur einen. Den einen, den wahren. Ladies and Gentlemen, ich präsentiere den schwarzen Rotaugendrachen. Schwarz, Alter, Mann, schwarzer Rosendrache, Entschuldigung. Puh, wie viel es da guckt, ey. Entschuldigung, Mama, keine Absicht, schwarzer Rotaugendrache. Das wäre auch mal was, ey, schwarzes Rotaugendeck. Habe ich einmal versucht zu zocken. War aber irgendwie ein bisschen Schuss in den Ofen. Also,
Magier-Deck, das geht eigentlich noch ganz gut bei mir. Ein weiße Magier, ein weiße Drachendeck auch eher weniger. Ein Cyberdrachendeck würde auch noch gehen. Kristallungeheuer bin ich auch eher ein Fan davon. Und sonst halt ein finsteres Deck. Oder eben ein Dark World Deck. Also sprich finsteres Weltdeck. Wisst ihr ja nicht unbedingt dasselbe, war Darkness Deck und ein finsteres Weltdeck. Nicht unbedingt das gleiche. So, Zug beendet. Also natürlich ein finsteres Weltdeck beruht natürlich auf den Monstern und den Zauberkarten, finstere Welt etc. Und ein Finsternis Pur Deck ist eher sowas in Kombination mit finsterer Phoenix, Nephesis, oder wie das schon wieder hieß, Nemesis, ich weiß den Namen gar nicht mehr. Der finstere waffnete Drache und so weiter und so fort. Oh. Ja. Toll, genau das meinte ich jetzt. Wenn ich jetzt die 3 Pflanzen mythischen Tomaten als Support hätte, könnte ich jetzt so dermaßen fette abrocken. Ja, mach's halt anders. Krümpelsynchronisierer for the win! So, Spezialbeschwörung, Geschützturmkrieger. Schon verrückt, wa? Und ich habe so viele Karten im Deck, die jetzt hier so perfekt passen würden und ich ziehe immer irgendwie die richtige. Also, natürlich nicht immer, so viel Glück hat natürlich auch nicht. Aber trotzdem, meistens passt sie irgendwie super. Also sprich, obwohl unser Deck noch ein bisschen ein Speed fehlt und sonst irgendwie mit Krieger und Synchro ein bisschen gemixt ist, irgendwie ist es doch noch echt cool. Und läuft super! Schwarzer Rosendrache, greif an! Schwarzer Blütenwirbel! Klingt doof, wa? Blütenwirbel? Was ist eigentlich Blüten? Achso, wegen genau! Wegen Mochi! Ja, erinnere mich immer ein bisschen an Monster Ranger. Ach, war das eine geile Serie. Die sind schwer mit der Teile, Mochi. Yes, Entschuldigung. Keine Gedanken ein bisschen abgeschweift. So, Zug beende wieder mal. Aber ganz ehrlich mal, die heutigen Anime-Serien, naja, nicht mehr das war wie früher noch. Wie früher noch, klingt schon fast wie so ein alter Opa. Ich muss sagen, es hat was. Also, nicht nur zu Anime-Serien generell, sondern halt auch, die Sender heutzutage, die sie halt ausstrahlen, die ganzen Zensierungen, etc. etc. Natürlich hat er jetzt ein Paradebeispiel dafür. Anfangs super gemacht, eigentlich der Nonplusultra-Sender in Anime-Sachen und heutzutage, nichts mehr. Sogar online alles abgegeben und so und, naja. Dann Lakis, was treibst du da eigentlich? Die Alte spinnt doch jetzt komplett. Also irgendwie wird er jetzt ja nicht ganz schlau. Spielt keine Rolle. Nee, wisst ihr was? Ich respektiere mein Deck. Ich respektiere es! Ich opfer doch nicht einfach so ein Monster. Nur um ein anderes zu rufen, nur um dann dessen Fähigkeit zu aktivieren. Erinnere mich ein bisschen an Raphael aus Yu-Gi-Oh! Der Staffel um Orichalcos und so. Das war irgendwie mit seinem Wächerdeck und so. Eigentlich auch noch krass. Ich habe mir auch schon öfters überlegt, vor allem. Mann, jetzt Schweizerdeutsch. Auch schon öfters überlegt, ob ich da mal so ein Wächerdeck zusammenstellen soll, aber irgendwie hat mir immer die richtige Kartenkombination gefehlt. Sprich, es ging einfach nie so richtig ab, dass ich das Gefühl hatte, ja, das wäre total etwas für mich. Tja. So ist es halt, Freunde. So hat jeder halt seine, sagen wir mal, Lieblingskarten, nur halt Karten, die er eher bevorzugt und solche, die halt eher weniger bevorzugt bzw. weniger damit umgehen kann. Genau, das ist doch das Geile in Yu-Gi-Oh! Du kannst so aus so vielen Karten auswählen, immer wieder das Neues kombinieren. Im Grunde genommen wird es nie langweilig. Also ja, vielleicht hier, wenn das Story-Modus ein bisschen langweilig ist. Oh, Entschuldigung, Moment. Ah, Mann. Entschuldigung, ist mir gerade hier irgendwie das Nunchuck runtergefallen, obwohl es irgendwie angefangen hat dabei. Das Mikrofon ein bisschen verschoben, beziehungsweise den Popschutz. Moment, ich muss gerade ein bisschen richten. Ich hoffe, ihr hört nicht allzu viel. Das soll eigentlich nicht so sein. Wenn doch, sorry. Ja, toll, das kriege ich nicht mehr so richtig hin. Egal. Dann poppt es halt noch ein bisschen. Ich schreie runter und brauche gar nicht mehr. Respektieren alle Monster, okay? Das tun wir respektieren sie. Geschützturmkrieger. Lösche ihr Monster aus.
Ja, also Akisa, ich muss mal eher zugeben, für ein Level 15 Deck. Und dafür, dass du eine Auserwählte bist und so ein starkes Monster-Deck hast, also sorry, aber das war lame. Tschüss. Alle hassen mich. Was? Das stimmt doch nicht. Du kannst keiner Frau recht machen, ey. Da gibt's das Beste, dein Bestes, oder? Willst. Aber. Nee, soll nicht sexistisch sein und so, oder? Gibt's halt dein Bestes und dann alle hassen mich. Meine Fresse, ey. Frauen, Frauen, Frauen. Naja, ohne wäre es auch langweilig. Ich hab verloren? Was hast du gelernt, so zu kämpfen? Das verstehe ich nicht. Ja, Level 2. Tschüss, Akisa. Nein. Komme ich da wohl noch durch? Wohl eher weniger, war. Und ist jetzt das Objekt weg? Nö, ich habe noch ein paar, aber ich komme nicht mehr weiter, oder? Das gibt's nicht. Okay, hier bin ich, Leute. Wie sieht's aus? Wollt ihr... Wenn ich abrulle, die Kasse dich und tschüss. Dankeschön. Okay, Leute, ich muss noch beide besiegen, Leo und Crow, sonst kann ich nicht weiter. Schwarzflügel, Wirbelwind. Hey, tut mir leid, Michael, aber ich werde es dir nicht leicht machen. Los geht's zum Duell. Alter, wir sind plötzlich beide so ernst. Ich bin echt gespannt auf das Duell gegen Surt. Also zum einen natürlich mal, was für eine Strategie er verfolgt. Und zum anderen halt auch, wie es nach weitergeht. Weil es sieht eigentlich so aus wie nach Endspiel und so, nicht wahr? Auch wegen Level, die wir so zur Auswahl haben. Aber ich weiß einem Spoiler, wegen dem Level, was noch kommen wird, es kann doch nicht der Schluss sein. Also fast wir sind dann nach etwa in der Hälfte des Spiels. Das maximal, aber weiter? Nee, kaum. Oh, eine relativ gute Starthand. Das ist schon mal fast perfekt. Wobei, also eine perfekte Starthand hatte ich bis jetzt einmal, Leute. Ein einziges Mal hatte ich noch mal eine perfekte Starter, mit der ich den Gegner, naja, halt einen Zug ausgelöscht habe. Das war auch noch krass. Ja, wie gewinnt man ein Duell in einem Zug, wa? Das war ähnlich so wie hier. Als Beispiel, wenn Sie selber kann selbst was Sie aktivieren, können Sie dieses Business nicht aktivieren. Na, ganz toll. Den Schrank auch, du Idiot. Ja, das war so. Ich hatte damals, ganz kurz, jetzt noch Karten verdeckt und so. Das war damals zu einem von Yu-Gi-Oh! Online 1, glaube ich sogar, noch, oder was, 2? Jedenfalls schon ein paar Jahre her. Und ich habe schon mal erzählt, damals gab es noch so Karten, die, naja, sogenannte OTK-Startdecks, kann man beinahe sagen. Sprich, man hat da meistens den blauigen Ultradrachen beschworen. Ja, die üble Ultradrache, den Metamorph ausgerüstet und dann 9000 direkt auf die Angriffspunkte. Und das war halt meistens das KO von den Gegner. Ja, und ich hatte damals den ersten Zug gemacht. Das ist auch krass, ey. Ja, wie gesagt, ersten Zug gemacht und dann kam der... Was war jetzt? Der Quatsch! Bitte was? Was ist das für eine üble Kombi? Naja, jedenfalls, wie gesagt, hat er mich irgendwie angreifen wollen, sprich hat er mein Monster ausgelöscht und ich hatte noch eine verdeckte Karte. Okay, der Gegner war selber schuld, aber ganz ehrlich, ey, wenn er so ein starkes Monster hat, ich zwar keine Monster mehr auf dem Feld und noch eine verdeckte Karte, da greifst du eigentlich nicht an. Naja, hat er trotzdem gemacht und meine verdeckte Karte war der magische Zylinder. Tja, das war ein Kurzvergnügen für den Gegner. Jetzt hier vielleicht für mich, was war denn das gerade für eine Scheiße hier? Ja, und so alles von den Gegner kontrolliert mit dem. Okay, es war eine üble Kombi, hey. Lecco mio. Krass, die Karten. So, ich hoffe mal, das Ganze war irgendwie ein Glückstreffer, nicht wahr? Ich muss fast das hoffen. Und ich kann Breaker nicht rufen, verdammt. Ich muss... weil sonst mein Monster im Arsch. Und das will ich auch nicht. Also, die Kombi kommt nochmal, also bitte, hey. Er macht das echt noch geschickt, hey. Jetzt kann er mit seinen Fallenkarten, meine Zauberkarten... Ja, ausnocken. Das ist auch eher selten. Das ist ein Empfänger, oder? Ach du Scheibenkleister. Macht doch nichts.
Hätte schwören können, er ruft jetzt seinen Schwarzflügeldrachen. Aua, aua, das tut doch weh. Mach den Weg frei, Mann! Nö, bitte nicht. Ich sag doch bitte nicht! Aua! Wie kann das so gemein sein? Was? Willst du wohl verarschen? Was denn das, ey? Die ultimative Niederlage. Ey Leute, jetzt aber kann ich nicht gewinnen. Das geht nicht. Okay, gleich nochmal, weil nee, da habe sowieso keine Chance mehr. Auch wenn ich jetzt Sabueka verdeckt spiele und so. Klappt nicht, könnt ihr vergessen. Alter, was ist das für eine Kombi, die da aus... Da dachte ich mir noch so, haben eine ganz gute Starttalent. Ja, was hat denn er da? Das ist die übelste Scheiße. Das kürzeste Duell in meinem ganzen... Was? Ja, such eine Morgenröte. Morgenröte, das kürzeste Duell in meinem ganzen... Naja, Master of Cards Laufbahn. Junge, ich würde sogar fast behaupten, meinen gesamten Yu-Gi-Oh! Laufbahn. Ich glaube, wir hatten noch kein Duell, das so kurz war. Und ich dann verloren habe, natürlich. Die schnellste Niederlage aller Zeiten. Alter. Was, das war gemein, Leute. Jetzt mal ganz ehrlich. Das kannst du nicht machen. Ja, lacht nur, ey. Wenn die Pokémon sich besiegen. Alter, Crow, ey, wie du mir gerade auf die Nüsse gehst. Das gibt's nicht, ey. Voll verloren. Alter. Aber das war echt gemein. Natürlich nochmal. Was ist denn die blöde Frage, ey? Ich muss unbedingt diese scheiß Karte wegkriegen, ey. So, dankeschön. Dazu mache natürlich ich den ersten Zug. Die magische Duft, ey. Bläh. Ach, voll die anderen zwei Kartenkombinationen noch. Also das war jetzt echt zu übel für meinen Geschmack. Ja, Crow, schon klar, schon klar. Das gefällt mir schon besser. Und zwar viel besser. Nun dann, goldener Sarkophag. Werte ich mal, die Frage ist, welche Karte nehme ich jetzt? Der könnte noch gut sein. Weil er Volta, bei mir natürlich nicht viel, wenn er danach seinen antimagischen Duft wieder ausspielt. Nee, also meine Zauberkarten sind hier ziemlich für den Arsch. Muss man ja mal so sehen. Außer vielleicht noch bis dahin keine Monster mehr habe, könnte es natürlich klappen. So, nehme ich ihn mal. Und hole ihn in 2 Zügen zurück auf meine Hand. Gut, gut, gut. Dann spiele ich mal noch 2 Karten verdeckt. Und rufe meinen Zombie im Verteidigungsmodus. Na go, Crow, mal gucken, was du drauf hast. Diesmal. Wenn ich bitte nicht diesen dämlichen antimagischen Duft und so. Die mystische Plasmazone. Verstärkt hier alle Finsternismonster. Natürlich, wer könnte es auch noch sein? Sirocco, die Morgenröte. Na, servus, Kumpel. Schwarzflügelbuch und der Speer, ist klar. Was ist das für eine heftige Kombi? Ich glaube, das könnte wehtun. Oh, Scheibenkleister. Nein! Oh, meine Lebenspunkte. Das wird gleich noch viel schmerzhafter. Schon wieder. Alter, ey, Leute, ihr habt es doch gesagt, ey, Schwarzflügelmonster sind so eng krass, ey. Au, Mann. So, ich nehme an, das Spiel wieder rum. Sehr selten Zauberkarten, was? Okay, einer davon ist vielleicht bereits wieder dieser antimagische Duft. Jetzt kann er sich abschminken. Ich sagte, das kannst du dir abschminken. Geht doch, meine Fresse.
wäre schon mal weg. Dann ruf. Ja, darf bitte mal. Ist ja der erste Zug. Darf ich jetzt bitte mal. Dankeschön. Ich rufe den feindlichen Mega-Cyber. Tja, Crow, Pech gehabt an den Zauberkarte, wegen nämlich auch für mein Monster. Feindlicher Mega-Cyber, greif an. Und zwar Siroch und die Morgenröte. Mit Mega-Fausthieb. Ich hab nicht gespürt, hey. Das wird sich bald schon ändern, Crow. Das wird sich bald schon ändern. Die Frage ist... Ja, gleich beides nicht. Verdammt, verdammt. Egal, Zug beendet. Oh. Ja, und ich dachte schon, das klappt doch nur bei verdeckten Karten. Für den Arsch alles. Als ob das nur für verdeckte Karten gelten würde. Eine Karte verdeckt, was? Er hat wohl auch kein Monster auf der Hand. Nicht schlecht, nicht schlecht. Eigentlich sogar sehr gut. Und da kommt er auch schon. Mein Gaia. Sehr gut, sehr gut. Geht nur als Normalbeschwörung. Das ist natürlich ein bisschen sehr doof. Auf Stufe 2, nee, lieber nicht. Ich aktiviere lieber mal meinen mystischen Weltraum-Taifun. Sehr schön Delta-Krähe. Das ist natürlich immer ein gutes Monster. Dann aktiviere ich noch... Soll ich oder soll ich nicht? Nee, ich mach's lieber mal so und rufe Stufenkrieger. Nö, das wäre jetzt nämlich sehr doof. Stufe 2, ich will synchronisieren. Und zwar den meines kleinen, netten Zombies. Gut, ich mal Gaia zurück ins Deck, wenn ich nachher wieder ziehen kann. Und erfrische mich mal mit ein paar neuen Lebenspunkten, dank dem Effekt des magischen Androids. Ist gleich richtig übel. Da ist er auch schon. Eines meiner praktischsten Synchromonster. Nun denn, magischer Android, direkter Angriff. Das tat wohl weh. Damit kannst du mich nicht aufhalten. Aua, die Schmerzen. Ja, mal gucken, Crow. Mal gucken. So. Bin gespannt, Mann. Was kann denn ihr jetzt noch tun? Ach, ist das schön. Lebenspunkte wieder steigen. Anti-magischer Duft für den Arsch. Yo, yo. Das ist aber gemein. Nee, komm, das kann ich nicht machen, ey. Mein Monster ist 100 Punkte zu schwach. Nein, du bist ein Arsch. Mach den Weg frei, Mann. Crow, ich hasse dich. Ich hab dann Ausgeburt der Hölle. Au. Menno. Der kotzt mich an, Leute. Jetzt reicht's mir aber langsam. Gaia, Reiter des dunklen Windes. Komm und zeig dich. Na dann, Angriff mit einer Power von 2800. Schick seine Kräfte auf den Friedhof. Ohne Rückkehr gefälligst. Ja, lass mich mal zusammenzucken, klar. Sehr klar. So, wir haben meinen Zug. Sehr schön. Und ich habe eben noch meinen Rückkehr des Kriegers. Und falls der zerstört wird, kommt er natürlich direkt wieder zurück. Das ist doch cool, Mann. Ja, das bringt ja sehr, Crow. Das war eine super Leistung. Geil, Alter. Du bist der King. Okay. Das ist natürlich ein bisschen doof. Also zwar jetzt meine Gesamtpunkte ein bisschen gesenkt. Naja. Was soll's? Feindliche Mega-Cyber. Okay, ein Stufenkrieger. Okay, bringt aber soweit alles nichts, solange ich kein Empfängermonster auf der Hand habe. Was natürlich ein bisschen doof ist. Gaia des dunklen Windes Angriff! Mit schnellem Speerstoß. Direkt ins Herz, wo es weh tut. Mir ist auch auf die Stirn, aber ist mir egal. Hauptsache irgendwo, wo es zünftig reinscheppert.
Doch. So, Freunde, es ist exakt ausgeglichen. Es ist einfach nur so episch und wie episch es weitergehen wird hier im Duell gegen Crow. Das erfahrt ihr im nächsten Part hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds Master of the Cards. Die haben ein bisschen Cliffhanger, aber ist ja, naja, muss auch dazugehören einem guten Let's Play. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.